Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Als ich den Spielstand geladen habe, hat er mich wieder rausgeworfen bei der Sequenz, als ich hier ankam. Dazu muss ich auch noch was sagen. Und zwar neigt die Playstation bei der Aufnahme dazu, ein bisschen einen Schlickser zu kriegen, sprich auf Hochdeutsch einen Schluck auf. Und da können manche Sachen mal verschwinden, das ist jetzt schon zweimal passiert. Als ich mit dem Kerl hier gesprochen habe, kam dann zum Beispiel nicht, wo ist Tucker, das wurde einfach verschluckt von der Aufnahme. Sondern immer nur gleich seine Antwort, Alkai, da drüben bei der Grabung, oder wie das war, ne? Und ja, deswegen, es tut mir leid, wenn sowas verschluckt wird, aber ich nehme über die Playstation auf und du kannst sowas hin und wieder leider mal vorkommen. Hier bei Days Gone jetzt schon zweimal passiert, einmal Marion Ich Fox schau nur. und einmal jetzt hier bei der Sequenz in der letzten Episode. Das tut mir ein bisschen leid. So, wie gesagt, da wir beim letzten Mal hier einfach rausgespuckt wurden, Okay. werde ich mich jetzt erst einmal ein bisschen umgucken noch. Moment, also wie gesagt, ich mag jetzt erstmal gucken, was es hier an Händler und so weiter gibt, ob ich hier nicht möglicherweise noch mal Vertrauen steigern kann bei den Leuten. Du sehe ich doch, ist das schon der nächste Händler. Beute, genau, mit dem schwätzen wir Hey, jetzt auch nochmal runter. ich habe Busa lang nicht gesehen. Ja, komm, wir verkaufen Ja, alles. er lebt noch. Ich glaube, er erledigt in letzter Zeit mehr So, für das gibt auch Coleman. nochmal 272 Vertrauen. Das ist doch Sag mal gar ihm, nicht mal so er schlecht. soll seinen Arsch hochkriegen und was für mich tun. Okay. Okay. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal natürlich in Takas Lager um. Und dann machen wir uns direkt an die nächste Mission, würde ich sagen. Hier haben wir noch ein bisschen Hirschfleisch, Wolffleisch und ein paar Pflanzen. Die ich mal sagen, wir verkaufen mal wieder alles. Das war's erstmal. Das gibt auch nochmal 119 Vertrauer. Immer hier, ne? Besser als in die Hose geschissen. So, zum Munitionshändler würde ich nochmal ganz gern. Und dann schauen wir nochmal auf der Karte. Da müssen wir anscheinend auch nochmal mit dem Alkai sprechen, mit dem Stellvertreter, mit diesem leicht Redneck-armutende Typ. Mit dem möchte ich eigentlich noch nicht gleich labern. Ich mag erstmal zum... Okay, jetzt mache ich halt die extra Runde. Ich möchte nämlich erstmal mit dem Waffenhändler noch schwätzen. Oder nicht noch irgendwas Schickes kriegen. Was brauchst du? Okay, das geht jetzt so über. Na gut. Dann noch dem Gespräch. Okay. Was willst du, Drifter? Was ist dein Problem? Einer von uns entkam aus einem Ripper-Camp drüben bei Iron Butte. Gefoltert, wie üblich. Aber diesmal fragten sie ihn nach zwei Bikern, zwei Männern, ob er die beiden gesehen hat oder so. Hier gibt's viele Biker. Was hat das mit mir zu tun? Der Ripper nannte sie Mongrels. Wie viele Drifter tragen hier noch ihre Kutten? Als ob das was bedeutet. Ich glaube, dein Kopf ist bares Geld wert. Wie fühlt man sich auf der anderen Seite? Ey, warum zeigst du mir nicht, was du hast? Ich habe keine Zeit für deinen Scheiß. Wie du meinst, Dick. Könnte ungemütlich wäre. Okay, er ist der Waffenhändler. Na gut, aber das könnte ungemütlich werden, nach dem, was wir da gehört haben. Repetiergewehr möchte ich eigentlich nicht. Ich bleibe, wie gesagt, eher bei meinem Maschinengewehr. Sobald man doch mal höhere Vertrauenslevel hin, können wir uns auch ein paar schicke Teile zulegen, wie ich so sehe. Vorräte. Ja, komm. Was kann ich noch für dich tun? Sturmgewehr-Muni muss sein. Pistole-Muni ist voll. Handfeuerwaffen, Schalldämpfer, da haben wir nicht mal die erste Vertrauensstufe. Ja, das ist bitter. Okay. Komm her, wenn du noch was brauchst. Ja, zum Beispiel die Wurstsuppe vom Ackermannsheinz wäre nicht schlecht. Gut, kehre zu deinem Bike zurück. Alle hopp. Noch ist Tag. Also nicht so viel Freakerinos. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch reißen Muss ich nur können. noch überlegen, wem ich die gebe. Die Drogen zu Tucker bringen. Alkai verkauft Waffen, die besser sind als deiner. Die Drogen zu Copeland bringen. Manny hat versprochen, deine Rostlaube wieder flott zu machen. Tja, was ist mal lieber? Bike oder Waffe? Scheiß drauf, damit wir ein bisschen mehr Spielspaß haben. Und ich weiß, dass Deke sehr an seinem Bike hängt. Ich kann erst nach Norden, wenn ich das Bike repariert habe. Okay, dann ist es Copeland. Machen wir das so.
Mission abgeschlossen. Kopfgeld. 2000 Erfahrungspunkte gibt es wieder. Bei Hot Springs gibt es 5000 Vertrauen. Nochmal over drauf. Jagd auf Leon ist jetzt zu 100% endlich mal vorbei. Was wir aus dem Tutorial gehabt haben. Individuelles Design freigeschaltet. Individueller Akzent. Jagd auf Leon. Das sieht doch ganz cool aus. Okay. Okay. Überbringe Copeland die Drogen. Was selbst freilich machen wir das. Und zwar... Oh, da gibt es doch einen Weg, den wir hier abkürzen könnten. Eigentlich könnten wir ja hier mit Schnellreise, aber wisst was, da es hier in Gebiet geht, was wir noch nicht kennen, werde ich doch mal sagen, wir machen das so. So, Vertrauen erhöht. Ja, jetzt sind wir auf Stufe 1. Freundlich. Yay. Warte mal, erstmal müssen wir hier abbiegen. So, dann können wir nämlich hier rum. Ich weiß, Schnellreise und so, aber ich persönlich... was mache ich dann für einen Scheiß? Aber ich persönlich möchte jetzt erst nochmal durch das weiße Gebiet fahren, was man noch nicht kennt. Möglicherweise gibt es ja noch irgendein paar schicke Dinger, die wir plündern können, oder infiziertes Gebiet oder sonst was. Schauen wir doch einfach mal. Über den Schotterweg müssen wir hier, über den ekliger. Na gut. Und jetzt wird es natürlich Nacht. Toll. Ach ja. So, wieder in die Kamerareihe, damit man mich auch sieht. Ich glaube, das geht hier in infiziertes Gebiet. Oder hier sind zumindest Freaker unterwegs, ja. Und Wölfe. Ja, wie gesagt, ich bin ja mal gespannt. Da haben wir hier auch Wölfe als Gegner hin und uns in der Gameplay-Videos eigentlich auch Bären versprochen wurden. Bin ich mal gespannt, inwiefern das Ei kalte wird, ob wir Bären auch als Gegner kriegen. Ja, jetzt ist natürlich wieder Nacht und Freaker sind auf der Straße unterwegs. Damit war zu rechnen. Brücke. Ich muss mich in... Okay, Geisel. Halte mal der Gaul ab. Ich habe keine Ahnung, wo Geiseln sind. Na toll, ich habe nichts anderes als das. Okay, dann muss es halt so sein. Ja, uff. Drecksau. Ja, wo ist denn die Geisel? Ich sehe hier leider keine Geisel. Ah, doch, da ist er noch. So, du Kasperkopf, du bist frei. Hey, hey, hey. Ist okay. Hey, hey, hier draußen ist es nicht sicher. Ich weiß, wo ein Camp ist. Ja, Camp. Zeig's mir. Wo? Was hat der für Stimmen? Okay, nicht so Cope. Oh, Hot Springs, 200 Cent. Oder Copelands Camp gibt noch ein bisschen mehr. Ja, wir hauen so viel raus wie möglich. So machen wir das, ne? Gibt einfach ein bisschen mehr. Ja, du hast gedacht, das war's. Flüchter nicht, renn! Renn! Das war St. John, Deacon. Die kennen mich. Meide die Hauptstraßen, nicht anhalten. Okay. Ja, das hat doch schon mal ein bisschen was gebracht, wenigstens, ne? Also es war nicht vollkommen für der Arsch. Und hier gehen wir jetzt durch noch nicht kartografiertes Gebiet. Moment. Halte mal eine Gaula. Irgendwie bin ich falsch, glaube ich. Aber... Okay, hier ist auch nichts mehr. Fix drauf. Ja, scheiß drauf. Ich will jetzt hier auf der Straße fahren. Ja, hier führt er mich auch weiter. Alle hopp. Oh, das sieht aber böse aus. Ich muss auch hin und wieder mal aufpassen, dass ich nicht in so einen Hinterhalt gerate, wie das beim ersten Gameplay gezeigt wurde. Wir haben einen Job für dich in Hot Springs. Hoppla. Sag, okay, ich komm vorbei. Sind das Ripper? Neuer Job freigeschaltet. Moment. Wo ist dann mein neuer Job? Hier? Kopfgeldjäger, kehre zum Hot Springs Camp zurück, rede mit Tag, Job auswählen. Lieferung für Copeland, überbringe Copeland die Drogen. Was war das jetzt? Kopfgeldjäger. Ja, hier können wir dann auch nochmal irgendeinen Job von Tucker übernehmen. Okay, ja, cool. Und hier haben wir Ripper-Lager, wie es aussieht. Das sind dann tatsächlich mal unsere erste Ripper, mit denen wir es jetzt außerhalb vom Tutorial zu tun haben. Ripper-Klinge. Die hole ich mal jetzt. So, gucken wir uns mal an. Das haben wir wahrscheinlich hier, ne? Ripper-Klinge, ja. Irgendwas ganz Wiechtes, Olvares. Moment. Aber diese Scheißtypen sind halt immer noch menschliche Gegner. Das darf man nicht vergessen.
Darf man nicht unterschätzen, dass das Menschen sind als Gegner. Der hat anscheinend abgesägt die Schrotflinte als Waffe. Und hat noch Schrott bei sich gehabt. Okay. Ja, mein Gedöns ist nämlich so gut, mein Schalldämpfer. Gottverdammter Ripper. Und die Ripper-Mucke ist irgendwie, ach cool. Die Ripper-Kampfmusik ist eigentlich, ach irgendwie cool. Warte mal, haben wir da einen Schalldämpfer? Ich glaube nicht. Hat das gerade Infizierte angelockt? Zu spät. Hat natürlich das ganze Geballer Infizierte angelockt, ist ja logisch. Warte mal. Viel Spaß, ihr Scheiß-Type. Okay, da ist noch ein Freaker. Hoppala. Nein! Was mache ich denn für einen Scheiß? Was war denn das? Hoho! Okay, schnell weg. Hier an die Barrikade! Heile dich! Typ! Und das lockt natürlich wieder Infizierte an wie Sau. Rauchbomber. Hui. Was hat der noch? Lappen. Selber ein Lappe. Okay. Lockt natürlich jetzt wieder Unmenge Freaker an, der Scheiß. Ey, hör auf! Ey. Ich suche nicht noch einen Weg. Ey! Setz aber auf! Können wir hier rein? Verschlossen, na toll! Können wir da hoch? Okay. Okay, da ist noch so ein Widerling. Ohne! Scheiß-Typ! So, und hier aber bin ich noch lange nicht sicher vor Freaker. Das ist halt, ach so, Problemchen. So, halte mal den Gaularm. Ich sehe den Kerl dort drüber. Probieren Sie jetzt einfach mal mit der Armbrust, weil die macht One-Hits. Nicht mehr viel Munition. Scheiße. Der war ein bisschen zu hoch gezielt. Fucker-Doodle-Doo. Das war wohl nix. Okay. Na, da sind wir ein bisschen zu weit weg von dem Hansel. Okay. Schnell hoch mit uns. Die kriegen jetzt so auf die Gosch. Und zwar schnappt ihr die Ripper-Klinge. Und drauf von der Wetter. Ich glaube, das war ein Infizierter. Schwärmer, ja. Das war ein Infizierter. Okay, ich glaube, damit habe ich alle Ripper erledigt. Und was nicht von mir niedergemacht wurde, wurde offensichtlich von Freaker eliminiert. Auch nicht verkehrt. Die scheinen wohl nicht über irgendeine ultimative Tarnung oder so zu verfügen. Dass Freaker ihnen nichts bei ihnen nichts ausrichten oder so. Okay. So, dann. Es ist nach wie vor ein Nero-Kontrollpunkt. Ja, das heißt, wir klappern hier jetzt erst nochmal alles ab. Machen die Lautsprecher aus. Da ist er. Ja, da brauche ich jetzt allerdings noch ein bisschen Benzin. Nur so ein bisschen. Verbände könnte ich mir jetzt natürlich auch wiederholen. Da habe ich einiges wieder verbrotet durch meine Friss- oder Stirb-Taktik, die ich immer an den Tag lege. Ich glaube, da hat es auch noch einen Ripper erledigt. Das Schöne an Days Gone ist ja, dass ich die Infizierte durchaus dazu verwenden kann, dass sie auch mal menschliche Gegner platt machen. Das heißt, ein bisschen Rambazamba gemacht. Die sind vielleicht nicht in Deckung gegangen. Und dann gibt es natürlich auf die Schniss. So. Da oben ist aber noch was. Das heißt, hier muss ich nochmal noch gucken, ob ich die Lautsprecher abkriege. Und dann möglicherweise noch am Eingangsbereich. So, da weiß ich doch noch genau, als ich dort Deckung gesucht habe. Hier noch was. Dann sollte ich hier noch... Ja, dort drüber ist auch noch was. Sehe ich von hier aus schon. Also ab damit. Boah, wie gerne ich jetzt auf dem Dixie-Klo eine Abseile würde einfach. Aber ich glaube, dafür ist es nicht sicher genug hier. Gut, dann ist für gewöhnlich immer noch an der Station am Anfang ein Lautsprecher. Deacon St. John. Hörst du mich? Rauchbombe Ich wieder habe geil. mit Alkai gesprochen. Und ein paar anderen. Ich weiß, dass du unser Camp unterstützt. Ich wollte mich nur bedanken. Das ist lieb von ihr.
Ich mag Tucker. Habe ich zwar schon in der letzten Episode zweimal gesagt, aber die ist ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist halt eine echt toughe Frau, die als, ich glaube, Gefängniswärterin, hat sie gesagt, war sie. Das an sich ist ja schon richtig heftig. Die war wohl Wärterin im Frauenknast. Also die ist es auch gewohnt, direkt zu sagen, was Sache ist. Und ich denke, mit Tucker kann man sich relativ gut arrangieren. Die gefällt man zumindest mal besser als Copeland. Copeland wirkt mal so, ja, so ein klassischer amerikanischer Waffennah einfach, der Typ. Und ich muss sagen, ich kann mich mit Tucker tatsächlich besser arrangieren. Die ist direkt, die ist knallhart, die Frau. Und die sagt, was Sache ist. Das gefällt mir ziemlich gut. Ich mag sowas bei Leuten. Muss ganz ehrlich sagen. Nicht nur in Spielen, sondern auch im richtigen Leben. Mir gefällt das, wenn man jemand wirklich direkt gerade raus sagt, was Sache ist. Sowas mag ich. So, jetzt gucken wir doch nochmal noch um allmächtige Benzin. Das muss doch hier irgendwo auch noch zu finden sein. Ja Gott, nochmal. Ich muss hier irgendwie den verflixte Generator zum Laufen bringen, ne? Warte mal, der Gaul, ist doch nicht auch noch? Jo. Okay, der wäre auch noch losgegangen. Gut, dann dürften wir jetzt vielleicht alle ausgeschaltet haben. Dass es nicht sofort über Lautsprecher abgeht, wenn ich jetzt endlich mal Benzin finden würde. Da ist noch was. Lappeninventar voll. Das berüchtigte Lappeninventar. Wer hat's nicht? Oh. Hey, diddly, hey, Freakerino. Halte mal den Gaul an. Jetzt gibt's erst einmal einen Kehlerschlitzi für dich. Okay. Oder die etwas widerlichere Version. Warum auch nicht? Ne, hier steht mal nicht Benzin rum. Ach, ich hasse das immer, dieses Nadel im Heuhaufen Gesuche. Da ist noch ein schönes Gebüsch, was ich noch abschneiden kann. Ja, wer Ritter der Kokosnuss kennt, der wird es verstanden haben, hoffe ich. Ist das Benzin? Ja, es ist es. Benzinkanister. Irgendwann macht's wieder. Oh. Gefällt mir aber nicht so gut. Warte mal, halt mal der Gaul an. So. Ruf die Schnees drauf. Mistvieh. So, der haben wir auch schon gesucht und da war auch schon alles voll. Ja gut, jetzt kommen natürlich wieder die Freaker an. Ist ja logisch. Und wo war jetzt nochmal der Benzingenerator? Ich glaube, da drüber irgendwo, ne? War der nicht hier irgendwo in der Gegend? Ich immer und mir Zeug merke. Herrgott nochmal. Da war er da drüber. Ich bin mir jetzt nie mehr so sicher, wo es war. Hier ist noch irgendwas. Ah ja, hier wäre noch ein Benzinkanister gewesen. Okay. Wir gehen sowieso mit dem Rest vom Benzinkanister nochmal zum Bike, um noch zu tanken. Also sag mal, ich bin doch echt der mieseste Mensch, wenn es um Orientierung geht. Wo war das scheiß Ding jetzt? Ich weiß, dass ich es gefunden habe, sogar noch vorm Benzinkanister, aber ich bin leider absolut schlecht, wenn es darum geht, mir zu merken, wo was ist. Ich habe gedacht, ich hätte es im Kopf abgespeichert, wo es ist. Aber offensichtlich war das ein Fehlschuss. Schluss, nicht Schuss. Tja, das ist halt das. Wenn man der Orientierungssinn von einem Maikäfer hat, dann ist das halt so, ihr liebe Leute. Ich kann mich nur entschuldigen an der Stelle. We are many. We are... Was sind sie noch alles? Lost sind sie. Mhm. Ah, da ist er doch. Jo. Dann mal los. Genau, dann mal los. Gluck, gluck. Dann probieren wir es jetzt noch einmal. Wir lassen erstmal den Benzinkanister hier fallen. Mit X war das, genau. Habe jetzt auch schon 2 Wochen nicht mehr gespielt. Und dann bringen wir das erstmal zum Lava. Let's get this party started und so. Dann müsste das eigentlich jetzt auch funktionieren. Kaputt. Fest verriegelt. Kaputt ist es auch noch. Das gefällt mir jetzt aber nicht. Ah, da müssen wir es wahrscheinlich nochmal mit Schrott reparieren, oder? Habe ich das so richtig im Kopf? Jo. Na dann. So. Wir haben grünes Licht. Grünes Licht. Verdammte Scheiße. Das wird sie alle zu mir locken. Okay, Anna ist noch da. Offensichtlich.
Alter, diese Geräusche. Da kommt doch schon eine Freakerino. Wie ich jetzt mit einer Ripper-Klinge auf die hässliche Freakerfresse. Widerlicher Scheißtyp. Okay, jetzt aber schnell rein hier. Nein! Geh doch auf! Deacon St. John. Hier ist Tucker. Du Schnüffels und Rüffels. Okay. So schimmelt noch irgendeiner rum an der Palisade. Hier stehen geblieben? So. Okay. Okay. Wo waren wir nochmal? Deacon St. John. Hier ist Tucker. Jetzt aber. Wie gesagt, ich habe Boozers hübsches Gesicht schon ein paar Tage nicht gesehen. Ist er wirklich okay? Jetzt. Boozer geht's gut. Ja, ich sag ja, er hatte viel zu tun. Er macht sicher Besorgungen für dieses Arschloch Mark Copeland. Ich habe das Gefühl, er mag mich nicht. Boozer, meine ich. Wie ich schon sagte, ich bin nicht seine Mama. Gegen Ende. Schnell Zumacher. Das macht mir hier zu viele Geräusche. Und ja, schade eigentlich, dass Boozer Tucker nicht mag. Ich mag Tucker eigentlich lieber als Copeland, aber bei Copeland kann man halt schnell hier Sache abgreifen. Sprich, man kann bei ihm schnell Belohnungen abstauben. Von daher habe ich jetzt ihn erst einmal gewählt. Aber von der Sympathie her, muss ich sagen, ist mal Tucker eindeutig lieber. Okay. Jetzt hier wieder raus. Schauen wir mal. Schnell wieder zu. Ups. Das war nicht gut. Dann gehen wir schnell darüber. Die Geräusche gefallen mir ganz und gar nicht. Mach zu. So. Okay, was haben wir hier nochmal? Sehr gut. Ich bin die Ablösung. Wird doch höchste Zeit. Mann, bin ich kaputt. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, du würdest es nicht glauben. Heute Morgen kam hier ein gottverdammter Pilgerzug durch. Ein was? Wovon redest du da? So ein Scheißkult. Halbnackt, rasierte Köpfe, einige ziemlich übel verletzt. Kam mit einem ganzen Konvoi aus Hippie-Bussen und Transportern hier durch. Ach, scheiße. Diese Clowns habe ich gesehen. Sie haben einen Haufen Mist gerufen, sowas wie Steig ihn ab, sei frei und folge dem Weg und so ein Scheiß. Ja, genau die. Sie nennen sich selbst R.I.P. Rest in Peace. Sie haben eine Art Messias, der meint, der ganze Scheiß ist ein Teil eines Plans. Ach. Wo wollten die denn hin? Nach Süden. Mehr weiß ich nicht und es ist mir auch egal. Alles klar, Mann. Schönen Tag noch. Okay. Okay. Was zum Teufel nimmt er auf? Gut zu wissen, dass die anscheinend auch so Sektoroberhaupt haben, die Ripper. Nero-Injektor. Genau das, was ich brauche. Genau. Und deswegen investieren wir das gleich wieder in Gesundheit. Dann wieder Ausdauer und dann wieder Konzentration. Iron Butt, Nero Control Punkt. Gib wieder bei Hot Springs ein bisschen Vertrauen. Das Ende der Welt so 33%. Warten noch viele Nero-Kontrollpunkte auf uns. Okay. Ich würde jetzt sagen, in der Episode machen wir noch Folgendes. Ich schnapp mir noch den Benzinkanister. Renn zum Bike. Tank nochmal schnell. Wenn das möglich ist. Ups, was war denn das? Na okay, komm, das sind noch so ein paar Scheißtypen. Machen wir noch mit der Ripper-Klinge platt. Die ist nämlich ziemlich gut, diese Ripper-Klinge. Aber das war's jetzt auch mit dem Ding. Schnapp dann nochmal bitte den Benzinkanister, wenn ich immer weiß, wo ich einen Faller gelassen habe. Jupp. Dann tanken wir noch schnell. Und dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, Hotz ist mit der Episode heute wieder erledigt. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.